Grüß dich, Monika. Hallo, Magdalena. Grüß dich. Servus. Ich habe heute eine Patientin für euch dabei. Ehrlich? Beim Speicherrammer ist der hergegangen in einem alten Kasten. Ui. Der ist ziemlich der Haut. Wir haben ihn jetzt nicht gereinigt oder so, weil wir gesagt haben, vielleicht Viecher machen wir sind keine mehr drin. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, der ist so am Dachboden gelegen. Ui. Aber ich denke, der ist schon richtig alt. Ja, der kann jetzt um die 80, 85 Jahre alt sein. Schau, das ist ja auch schön, da innen drin sind ja alle die Zeitungen und da ist jetzt irgendwas vom Berner Hut sogar drin, siehst du? Ja. Das Fundstück von Johannes Dreikorn ist ein besonderer Hut, ein Priener Bauernhut. Eines der bekanntesten Trachtenstücke Bayerns, der ganze Stolz des Priener Trachtenvereins. Der gehört dazu einfach. Der Berner Hut gehört zu der Tracht dazu. Man ist stolz, dass man da in Prien wohnt, in Prien geboren ist, dass man den tragen darf. Alles. Da weiß man einfach, man gehört da her und das hat einfach sonst kein anderer so an. Was sehr traditionell ist, das einfach weitergegeben wurde über mehr als 100 Jahre. Hier in Prien beginnt seine Geschichte im Hutgeschäft Brunhuber. Heute in 5. Generation geführt von Monika Voggenauer, Modistin. Ihre junge Meisterin, Magdalena Löhmann, ist auch schon ein Fan des Priener Huts. Oben ist hat er jetzt praktisch bloß 2 Quasten und keine 4. Ja, aber das macht Also ja es- nichts. Das ist halt das Alte. Früher hat sich nicht jeder 4 Quasten leisten können. Genau. Die Oma hat einen Hut hinterlassen. Die Uroma. Also den haben wir schon mal hergekriegt beim Brunnhuber. Und der hat 6 Quasten gehabt. Und dann hat meine Frau sich aber Schau, hat auch geniert beim Trachtenumzug, weil alle bloß 4 Quasten haben. Und hat gesagt, wir müssen ja jetzt nicht gleich angeben. Und hat sie 2 runtermalen lassen. Man kann sagen, wir sind sowas wie Hutmagnaten. Bisher hatte Johannes Dreikorn aber keine Ahnung, dass im Hutrand oft eine versteckte Nachricht aus der Vergangenheit eingenäht wurde. Da schreiben die Hutmacher was rein oder die Hutmacherinnen, was so war. Also so wie die Zimmerleute. Genau. Ob ich verliebt war oder ob ich depressiv war an dem Tag oder wer da war. Na, schau. Ein Hut ohne Überall Geschichte. steht nicht was drinnen. Da müssen die jetzt ein bisschen reinschauen und dann sehe ich ja sofort, ob da was Ja. Geschriebenes drin steht oder nicht. Also das war jetzt natürlich, wenn du neugierig Interessant. warst. Ich bin neugierig. Ich bin von Grund aus neugierig. Und mich interessiert das natürlich, was der Hut so Ja, an Geschichte ja. mitbringt. Viele der prächtigen Hüte bergen ein Geheimnis. Aber auch die kostbaren Stickereien verraten so einiges über ihre Trägerinnen. Davon zeugt ein besonderer Schatz aus dem Hutgeschäft Brunhuber, den Karl Ass, Leiter des Heimatmuseums Prien, hütet. Genau 998 Stück sind es. Es ist also kein eigentliches Musterbuch, sondern es sind Restbestände von den gestickten Bändern, die an Hüten verwendet wurden. Also wir wissen, dass die Firma Brunhuber mindestens 1000 Hüte in dieser Form gemacht hat. Die Borten sind mit echtem Gold durchwirkt. Je nach Menge des verarbeiteten Goldfadens konnte man erkennen, wer sich was leisten konnte. Die teuren Statussymbole sind mit Zylinderplüsch bezogen. Das edle Material gibt es heute nicht mehr. Und vor allem, du musst aufpassen, dass du nicht einen Zylinderplüsch reinschneidest. Ja, da oben ist ja noch, ich sehe irgendwo ein bisschen hat er noch. Ja. Jetzt, schau. Wir machen das jetzt dann einmal auf, ob irgendwas drunter steht. Gut. Kann ja sein. Früher war es gang und gäbe. Wir haben auch selber schon welche erwischt, wo was drunter steht. Aber in letzter Zeit war nichts drin. Nein. Aber wenn wir Nein machen, dann steht immer was drin. Jetzt magst du einfach mal mach das mal. Stickerl, das da auf. Ich darf reinschauen. Siehst du, jetzt ist das da schon los. Ja. Niete. So kannst du es auch sagen. Das wäre der Hauptgewinn gewesen. Nein. Bis auf den Grünspan haben wir nichts. So wurscht, dann machen wir einen Zettel rein. Bevor sie sich im Hut verewigen, wird er behutsam hergerichtet.
Wasser verträgt er keines, nur vorsichtiges Bedampfen. Monika Voggenauer und Magdalena Löhmann versuchen immer so viel wie möglich vom alten Material zu bewahren. Sie ersetzen nur, was nicht mehr zu retten ist. Der Rohling ist uralt. Der ist um die 100 Jahre. Neu habe ich drauf gemacht die Quasten, die Garnitur, uralte Stickerei. So kann man. Das ist jetzt praktisch neu und alt gemischt. Und wie fühlt man sich damit? Ja, fühlt man Die so ein fühlt sich bisschen. gut. Die ist aber die Trachtlerin, gell? Ja, im Sommer eigentlich ganz viel auf. Wenn man zu den Aktiven kommt, zu den großen Trachtler. Und, Wie heißen die Aktiven? Die heißen Aktiven, weil die das aktive Mitglied des Vereins haben und den Verein beleben. Mit Tanzen, Platteln, auf Kirchen, überall hingehen, so. Und wie ich zu den Aktiven gekommen bin, kriegt man dann, oder braucht man, weil er zur Tracht gehört, einen Priner Hut. Und dann ist es ganz üblich, dass man zum 16. Geburtstag bei uns so einen geschenkt bekommt. Die Trachtenvereine pflegen Traditionen. Doch so uniform hat sich früher keiner gekleidet. Und der erste Priner Bauernhut hat ursprünglich ganz anders ausgesehen. Solche Modelle, die finden Sie eigentlich in jedem Modejournal. Ja, Pariser Mode, da tragen die Damen solche Strohhüte. Ein einfacher Strohhut, typisch für das 19. Jahrhundert. Der fertige Rohling kommt aus einer Fabrik im Allgäu. Die 18-jährige Priner Hutmacherin Anna Brunnhuber garniert ihn und landet damit einen Coup. Auf der Gewerbeausstellung 1879 in Berlin wird ihr Hut als allein echter Priner Bauernhut ausgezeichnet. Das ist also das ganz Enorme, dass dieser Hut eben nicht von Großmutter zu Tochter oder von Großmutter zu Enkelin überliefert wurde, sondern plötzlich ein neues Trachtenstück entsteht. Erst Jahre später versieht Anna Brunnhuber den Hut mit Quasten, steht selber Modell und stilisiert sich zur Marke für den allein echten Priner Bauernhut, den sie immer weiterentwickelt. Anfangs verkauft er sich schleppend, doch die taffe Hutmacherin setzt alles dran, ihn zum Erfolg zu machen. Sie war schon eine scharfe, ganz eine wilde. Mit der Peitsche, mit der Quassel, hat sie einmal vor der Haustür ausgezogen, wie einer vorbeigegangen ist mit einem fremden Hut auf und hat gesagt, den hättest du bei mir auch gekriegt. Jahrzehnte führte Roswitha Rappel das Hutgeschäft Brunnhuber. Früher war dieser Hut der ganz normale Modehut. Die hat man auch nicht zu einer Tracht getragen, die haben sie zum schwarzen Mantel getragen, zu einem schwarzen Kleid mit Tuch. Und da ist man, heute ist das mehr Uniform. Also, da kann man jetzt sagen, das hören zwar alle nicht gern, aber heute wird es nur noch getragen für Veranstaltungen. Nur die Trachtenvereine tragen den Priner Hut heute noch. Ohne sie wäre der Modehut fürs Land wahrscheinlich schon längst verschwunden. Roswitha Rappel beherrscht noch die alte Goldstickerei. Magdalena Löhmann möchte sie von ihr lernen, um den alten Hut mit einem neuen Band zu schmücken. Wir haben jetzt einen ganz dünnen Bujo. Und da muss man dann durch dieses ganz kleine Röhrchen, je dünner der Bujo, desto feiner wird die Stickerei. Gigantisch. Also bevor ich jetzt mal probiere, muss ich noch Hände waschen gehen, weil ich papp. Also wegen dem Aufgeregtsein ein bisschen, aber mir ist tatsächlich richtig warm. Ich habe richtig... Das darf ich nie zugeben, dass die aufgeregt ist. Nie. Nein. Das ist nichts. Also. Zunächst gab es nämlich nur den Hut mit einem Büschel, ja, und dann kam der mit 2 Büscheln dazu. Und dann kommt das ganz Besondere, und das ist jetzt das allerletzte Modell, das aber dann nicht mehr sich durchgesetzt hat. Das ist der Hut mit 6 Quasten. Das wäre das Nonplusultra
Ultra des Priener Hutes. Und diese Modelle, die ich alle kenne, die haben den alle nicht mehr getragen, weil sie sich, wie man so schön in Bayern sagt, geniert haben, dass sie also noch einen aufwendigeren Hut haben. Also da kam dann die gesellschaftliche Sozialkontrolle. Diesen vielleicht letzten Sechsquaster hat Karl Ass von einer Priener Familie ausgeliehen. Wem gehört er wohl? Ich habe jetzt zwar noch nie aufgehabt. Traudi Messerer wagt zum ersten Mal, ihn aufzusetzen. Dabei ist er schon lange im Besitz ihrer Familie. 1905, wo dann die Oma, also die Uroma von ihnen, da den Hof eingeheiratet hat. Beim Lederer am Bach. Familiennamen Messerer. Da haben sie einen guten Fang gemacht mit der Uroma. Die haben der Geld daheim gehabt. Ja, das war halt von großen Bauern, wo die halt rausgekommen ist, die Uroma. Ungewohnt, aber prächtig. Strenge. 7 Stunden Handarbeit. Magdalena Löhmanns erste Stickerei. Ja, so ist es jetzt geworden. Also ich finde es ganz toll. Ja. Und da hinten sieht man dann, dass es immer besser geworden ist. Das ist meine Lieblingsblume. Man hat den Dreh dann irgendwann raus. Doch. Frau Rappi, der jetzt zum Eigenlob stinkt. Wahrscheinlich nicht. Langsam erstrahlt er in neuem Glanz. Der Besitzer Johannes Dreikorn hat sich schon angekündigt. Und jetzt hätten wir fast das Wichtigste vergessen. Weil wir müssen uns ja da unten drin verewigen. Ja. Heute der 9.7. Schwül. Schwül. Ja. Und Kopfwehwetter. Das schreibst du auch noch hin. Eindeutiges Kopfwehwetter. Genau. Magdalenas erstes Handgesticktes Band. Band. Ja. So, und jetzt kommt das Geheimnis. Schwanger. Tut mir leid. Die Wahrheit über meine Chefin. Da kann ja nur was Gutes drinstehen. Ich glaube auch. Die machen dann wieder auf, den Hut. Und was hast du jetzt geschrieben? Sag ich nicht. Das ist ein Geheimnis. Geheimnis. Das habt ihr jetzt davon. Ja, So, das ist ein Geheimnis. Magst Ja. du lesen? Nein, das ist aber auch cool. nicht. Nein, das ist aber auch nicht. Das ist aber schon. Ja, du sagst mir's ja. Ja, ich sag's dir dann. Nein, das ist ein Geheimnis. Ja. So. Am liebsten dann jetzt wissen, wenn das mal aufdreht und wie der das da durchliest. Ja, das. Grüß Gott. Das geht nicht. Gescheit. Und dann schauen wir uns das einmal an. Genau, die Hütten schon. Spannung, Trommelwirbel, grüß dich. So, jetzt. Spannung, das ist ja wie Weihnachten. Du hast das hast du hauptsächlich mit mehreren Schichten gemacht, oder? Damit man nicht gleich sieht, was los Nein. ist. So. Magdi, du darfst nicht essen da. Ja. Nein, das ist jetzt aber nicht der gleiche Hut, oder? Ha? Ja, da trickst du mir jetzt aus. Super. Schön, gell? Und Magdi hat gestickt. Mein erste Goldborten. Schaut bärig aus. Ja? Hast du schon mal aufgeguckt? Schaut doch gut aus. Ja, doch. Tragt sehr gut. Gell? Tatsächlich ein total leichter Hut. Alles andere als ein alter Hut. Der allein echte Priener Bauernhut.